Sach Menschen haben reingeschickt Questions, fragen, wieso arbeit alone für eine Whole Life Insurance Policy. Ich will des Schmies reden, mehr weniger the information, was ist wichtig zu wissen, wenn es kommt zu Loans für eine Whole Life Insurance Policy. So, by the way, of the ask questions mit Comments 845-572-1212. Kannst dort texten, nicht lassen kann Voicemails, nur texten. Lass mal reden, ich habe lieb zum Masber sein, der Subject für Loans mit Life Insurance Policies durch ein Haus. Verwusst durch ein Haus, weil happens to be ein Haus, versteht gemacht jeder eine, wie so ein Mortgage arbeitet. Und jeder eine ist oder gewähnt einmal involved in ein Haus, oder ist involved in ein Haus, oder plant ein Tag zu werden involved in ein Haus, oder ist gewohnt bei deinen Eltern in ein gekauftes Haus mit einem Mortgage. So, Sadak, was Menschen verstehen mehr, wie es geht, in der Menschens Kopf dreht sich auch herum, maybe kann ich qualifieren für ein Lohn, kann ich nicht qualifieren für ein Lohn. So, lassen wir nehmen ein Haus für ein Muschel. Einmal das Verstehen geht, wieso bei einem Haus arbeitest, wirst du kennen noch den Verstehen, sei simpel, wieso arbeitest mit Life Insurance. Jetzt du eine Sache, was ich will den Mann koidam, also ich helfe sei, dass ich Menschen die in meinem Statement, als wenn ich bar Geld für eine Life Insurance und ich zahle Interest, geht der Interest von mich allein. Gedenkst du das Statement? Ob du gedenkst das Statement, bald gehe ich der Maß besan, was Menschen meinen das, und wie sie kommt der Mistake, aber lassen wir uns koidam reden von einer Hose nicht. Insgesamt wir reden von einer grude Number, pushet, weil also ist es geringer zu verstehen, als es halb von dem, es ist halb von dem, es ist doppelt von dem, es ist doppelt von dem. Okay? So lassen wir nehmen $1 Million die Haus. Jetzt gehen wir nehmen $1 Million die Haus und jetzt gehen wir machen eine Muschel, und du bekommst $1 Million die Mortgage. Du darfst um Geld für ein Down Payment, ich weiß die alle Sachen, aber das ist nicht relevant, es ist nicht eine Geier, zu wissen, schmiss mit du. Was ist eine Geier, zu wissen, schmiss mit du, ist nur, wieso der Lohns arbeitet. So lassen wir sagen, eine Muschel, hast $1 Million die Haus, und die Geist nehmen eine Mortgage für $1 Million. Ich gehe machen nur grude Numbers, so lassen wir sagen, als auf der Mortgage Geist bezahlen ein Interest von 5%. Okay? Kleine grude Number. Es ist viel, nicht kann chillig jetzt, wie viel der Payment ist, weil das ist nicht eine Geile, gab die Conversation. Was ich will ja überschmissen ist, du hast $1 Million die Haus, okay? Item number 1, ich habe $1 Million die Haus. Item number 2, die Bank hat mir gegeben eine Mortgage von $1 Million. The dritte Fact ist, als hat mir gekostet 5% a Jahr der Mortgage. 5% Interest a Jahr der Mortgage. Okay? Die 3 Factors sind wichtig zu wissen. Ist du Menschen, die sagen, du weißt, $1 Million, 5% Interest, ist eine Gewalt mit Geld. Weil ich dir empfehlen, es ist eine Gewalt mit Geld 5%, du bekommst die ganze 5% zurück von dir. Wirst du sagen, ich bekomme zurück die ganze 5% von mir, aber warte, wie gehe ich sein? Ich will Hand sein von der Mortgage. Wie kann ich machen eine Mortgage von $1 Million, was ich bekomme zurück die ganze 5% von mir? Du weißt, wie sie ist? Weil tracht daran am nicht. Du hast doch $1 Million die Haus. Über die letzte weiß ich wie viel Jahr, ist noch mal sagen, ist der Neighborhood, als ich meine Haser, aufgegangen der Value von beirrig 5% a Jahr. So, ob der Haus geht auf ein Value von 5% a Jahr, meint, dann eine Chussam, was geht $1 Million die Neiches, wo sie sei aufgegangen, sie $1,50 Million, 5%. Sei rauf mit 5% a Jahr. So kommt aus, als Tag gezahlt von der Tasche 5% von der Bank, aber dein Asset, dein Vermögen, dein Haus, ist raufgegangen, auch mit 5% a Jahr. Okay, so es kommt aus in dein overall picture, das meint in dein financial balance sheet, wo es dort steht dann net assets, steht dort ein Cashflow Item, als es rausgegangen von der Tasche $50,000 der Jahr für Interest. Okay, ich rede jetzt, Lamuschel ist gezahlt nur Interest, weil wo es gezahlt im Prinzip von der Kern ist doch geblieben da, ist doch geblieben in dein Haus, Equity. But, pinkt so wie es steht, dass rausgegangen $50,000 für Interest, steht auch, als dein Haus ist rauf mit $50,000 als ein Value. So kommt aus, als gezahlt Geld, von wem ist du gezahlt Geld? Von dir allein. Das meint nicht, dass die Bank hat nicht gemacht kein Geld. Die Bank hat gemacht Geld, aber weil die aus gehad der Bank, wegen dem, als die gekannt, auch oben der Haus. Wenn nicht die Bank, was du gekannt oben der Haus. Von wie was du verschafft $1 Million? Wegen der Bank hast du auch gekannt oben der Haus. In Lokove dem hat der Tag gekostet $50,000 von der Bank, aber $50,000 ist aufgegangen der Value von dein Haus. I hope it's clear. Ich hoffe, ich habe es gemacht, ein Exempel. Ob du hast verstanden das, lassen wir nehmen jetzt und das applyen auch zu Life Insurance. In Life Insurance, in a whole Life Insurance Policy, lassen wir kurz ein bisschen zurückgehen. Verwusst ist die Insurance Company bereit, dich zu geben $1 Million Life Insurance,
ob es ist forever, die Insurance. Es ist also, das meint, ich verstehe sehr, geht für was, Tomer, die machst dir im Life Insurance, bist ein Gemann, 25 Jahre, und die machst dir im Life Insurance, die Insurance Company weiß, dass die Geist nicht sterben. Rauf Menschen, was machen die Insurance, sterben nicht. Rauf Menschen sterben nicht, bei Age 45. Es kann geschehen im Glück, soll nicht geschehen, ich habe es beschuldigt, aber sie wissen, bei der ich klar, ein gesinnter Mensch, macht eine Life Insurance Policy bei Age 25 für 20 Jahre, misst dann überlebende Policy, und sie geht nicht gut nicht kosten für dich kein Geld, und dann in the meantime collected seine Insurance Premium. Fine. My question is, die größte Schale ist, jeder Mensch stirbt einen Tag. Okay, 100 Jahre, 120 Jahre, fine. Aber warum soll eine Insurance Company bereit sein zu geben für dich Whole Life Insurance? Was Whole Life Insurance meint, als gehen dir geben Insurance, regardless of wenn das geschehen. Da viel ob es geschehen, weil der 100 Jahre. Warum sollen sie es angereizt zitieren? Der Empfer ist halt Pusche. Der Empfer ist, was sie weißen, als Tomer die Geist um die Policy von der 25 bis der 100, das meint von 75 Jahren, und die Geist heranlegen ein gewisses Premium, und sie gehen weglegen das Geld jede Jahr für dich, in einen gewissen Platz, wo sie geht bringen ein Return, and believe me, they know where to put it away, und sie gehen es dort legen, gehen sie ein bisschen aufbauen, ein Account mit Geld, und von der Account mit Geld gehen sie aber zu, von der Sprüche, wenn sie geht geschehen, le eure Chiyoma wir schon im Teufel. Aber wenn sie geht geschehen, viele bei der 100 Jahr, haben sie damals das Geld von wie zu bezahlen, und inzwischen haben sie gemacht das Geld, sei durch ein Managen der Investments, sei durch ein Collecten gewisse Charges, haben sie gemacht das Geld. Fein. Jetzt kennen sie geht geschehen früher, in einem Fall, gehen sie davon, rausnehmen Geld von der Tasche, weil nur mal Schulden, weil sie geht davon bezahlen nach das Claim. Das ist der Risk, wo sie nehmen, und auf dem haben sie gewisse Charges, wo es von dem lohnt sich zu nehmen der Risk. Aber wie später in der Policy, als weniger Risk haben sie, weil sie haben schon das Geld. So, lassen wir sagen, ein Mensch schult $10,000 ein Jahr im Premium, sie ist durchgegangen, 10 Jahre gezahlt $100,000, es ist $1 Million die Policy, und hat, lassen wir sagen, $80,000 in seinem Account. Was das meint ist, als die Insurance Company hat schon 80.000 von dem $1 Million, wo es das haben sie, als Tomer Chas verschulden, die Menschen geht nicht durch sein, wenn sie können bezahlen von den Menschen $1 Million, was 80 von dem ist von seinem eigenen Geld, wo sie haben schon aufgebaut, towards the $1 Million. Geht durch ein Jahr später zu tun noch $10,000, haben sie schon $90,000. Und also hat sich es in einem bauen. So es kommt aus, als wie später in der Policy, hat die Insurance Company sehr weniger Risk, weil jetzt ist schon noch Geld, wo sie liegt weggelegt von dem Mensch in der Account, wo es von dem können sie bezahlen, der Debt Claim. Jetzt der Geld, wo es weggelegt, und es schon du greit für den Mensch, wo es von dem kann die Insurance Company bezahlen, der Debt Claim, das wird umgeriefen Cash Value. In das, wo jeder hat, man legt Geld, mal Geld in der Policy, wieso geschehen Geld in der Policy? Durch die Sache, wo es wird umgeriefen, a Cash Value. Und the Cash Value ist basically Geld, wo die Insurance Company hat weggelegt, da von dem sollen sie können einen Tag bezahlen an Debt Claim. Jetzt, also wie das Geld liegt weggelegt, von meiner Sprache, zu protecten meine Family, so die Insurance Company, ich habe auch Investments, wie ich lege weg das Geld, und das Geld halt in ein Wachsen für uns. Eins von den Investments, wie sie legen weg das Geld, by the way, es auch Mortgages, wo du nimmst in der Bank, das Geld kommt von Insurance Companies, wo sie investen seine Customers Cash Values. Okay. So sucht die Insurance Company, wo soll ihr gehen sichern Investments, geben Mortgages, kaufen Bonds, anlegen in Stock Market, whatever. Ich habe eine pushete Sache. Ich gebe eine Opportunity für den Policyholder. Und ich sage ihm, als ich bin Maske um ihm zu borgen, das Geld, was ich habe weggelegt, anyway, für ihn. So, das Geld liegt weggelegt in Cash Value. So, warum sagen sie, liegt weggelegt $1 Million in Cash Value? Ich will machen eine gute Nummer. Compared zu der Hose, ja? Du hast eine Hose, was wird $1 Million, hast eine Insurance Policy, was wird $1 Million in Cash Value. Okay? Kommst du jetzt und du sagst, ich will nehmen eine Wohe von $1 Million gegen die Cash Value. So, die Insurance Company beziehst kein, ich gebe dich $1 Million die Lohn. Aber, ich darf dich machen Interest auf dem. So, zu mach Interest von dem. So, kommt jetzt aus, dass du zwei Factors du. So, du nicht ganz starkes eins mit dem zweiten. Ein Factor ist, als du hast eine Policy. Wo ist die Policy? Wächst. Wie lange das Geld liegt, dort wächst das Geld. Wie viel wächst das? Jede Insurance Company anders.
Hast noch ein Faktor, das geborgt Geld. Das geborgt Geld, wo darfst du auch tun? Darfst du zurückbezahlen Interest. Jetzt lassen wir sagen, dass der Geist auf derselbe Muschel von der Bank, was ich früher gemacht, in der bezahlst 5% a Jahr Interest. Das meint, dass der Geist bezahlt $50,000 a Jahr Interest für die Insurance Company, für die $1 Million Policy, für die $1 Million Loan. Jetzt lassen wir sagen, ob dein Cash Value wächst mit 5%, meint das, dass dein Cash Value ist auch herauf mit $50,000. Man meile sucht dich einer, den Interest hast du gezahlt von dir allein. Was sie nicht nehmen, das ist nicht gezahlt von dir allein. Die ist gezahlt von der Bank Interest. Und das geht auf Platz, wie es ist gewachsen, kommt aus, an Net ist es gewesen 0. Aber in Rav Moor ist der Net nicht 0. So du ein paar Mine Wegen, wie sie das können sein aufgesetzt. Ich will nicht schon reingehen in Kanariches jetzt, weil das ist ein extra Schmiss für sich. So eine Company, was heißt Direct Recognition. So eine Company, was heißt nicht Direct Recognition. But in general, a Direct Recognition Company geht geben eine andere Mine Return für jeden einen, wo sie hat einen Lohn, wie für wer es hat nicht kein Lohn in der Policy. But von der anderen Seite geht auch gewöhnlich chargen eine andere Mine Interest Rate, wo es ist a fixed interest rate by contract, wo das ist in jeder Contract anders. Jede Insurance Company anders, jede Contract anders. The non-direct recognition geht mehr mit der Market Rates, wo sie based auf gewisse Prime Rates, von Wall Street Rates, whatever. Es hat eine andere Structure. In der Policy ist es auch auf einen anderen Weg aufgesetzt. But gewöhnlich ist du ein Spread zwischen der Geld, wo du zahlst, für den Loan, wo du es genommen, in der Return, wo du hast, in der Policy. Okay? Jetzt der Spread kann sein 1%, 3%, es ist ein bisschen anders. Aber es ist sehr wichtig zu verstehen, der in der Kinder, was meint das, dass die Bezug für dir allein? Bezug ist für dir allein. So basically, als Schutz herausnehmen, mein Geld in der Wegwacken, kann ich nehmen einen Lohn. Ich darf bezahlen Geld, Interest für den Lohn, aber ich kann noch als mein Geld, und mein Geld wächst doch. In the spread zwischen den zwei ist der Net, wo sie bleibt dich über in deinem Balance Sheet, wo das ist, wo du darfst wissen, als es hat dich gekostet. Jetzt lassen wir reden von noch einer Kinder, wo es geschieht, in rough cases, okay, I will do exceptions, okay, ich gehe nicht jetzt rein in exceptions, ich gehe nur rein in rough cases. In rough cases, wenn ein Mensch hat eine Policy, hat eine Whole Life Insurance Policy, wächst die Policy, oder der Geld wird dort accumulated und dann du bekommst das 1099 von der Insurance Company. Das meint, du darfst nicht zahlen jede Jahr kein Taxes. However, wenn du nimmst daraus das Geld, ob du nimmst daraus das Geld gehörig als ein Withdrawal, du nimmst daraus das Geld oder durch ein Surrendern der Policy, das meint, du machst die dann Policy, oder ob die Policy lapsed, kannst du mal rausgenommen Loans für Jahren lang, nur die Policy lapsed, so wie das du rausgenommen Withdrawals die alle Jahren. Geist die bekommen a 1099 von der Insurance Company. Jetzt, auf wie viel Geld bekommst du a 1099? A 1099 basically meint a IRS Form, wo die Insurance Company sagt, das verdient du Geld, und du darfst gar nicht feilen der Income mit der IRS auf dein Tax Return. Jetzt, auf wie viel bekommst du die 1099? Ist Oivenov, ist der Pusher der Empfert, bekommst du 1099 auf alles, wo du hast herausgenommen, meines wird das dann angelegt. So lassen wir sagen, ob ein Mensch hat dann angelegt ein Total von $100,000 und er nimmt heraus ein Total von $80,000, was by the way, ob das genommen Loans, wird alles übergedreht für ein Withdrawal, bekommst du nicht kein 1099, weil das rausgenommen $20,000 weniger, wie das dann angelegt. Ob das angelegt 100 und du nimmst heraus 150, bekommst du 1099 für $50,000. Jetzt du kommst aber daran ein kleiner Detail, wo das kann sein, ein Game Changer in seiner Situations. Lass mich sagen, ein Mensch hat eine Policy für 20 Jahre und er gezahlt Geld für die ersten 7-8 Jahre und später hat er schon nicht gekannt bezahlen weiter. Man meint, hat er ungeheuer mal rauszunehmen, Loans von der Policy jede Jahr zu zahlen und das ist eine Sache, was in rough Situations geschehen ist allein. Sie wird umgeriefen APL, Automatic Premium Loan. So, der Premium zahlt sich allein durch einen Loan. In den Insurance Companies Augen, als die gezahlt weiter Geld jede Jahr. Das ist, wo das gezahlt. Aber was noch sie geschehen in den Insurance Companies Augen ist, dass der rausgenommen ein Loan jede Jahr. So, es kommt aus, du gewinnst eine Transaction von Bezahlen, sie gewinnen eine Transaction von rausnehmen. Okay, weil das genommen ein Loan jede Jahr. Jetzt, ob die Geist nicht bezahlen kann Interest von deinem Tasch, wo sei das auch Menschen, sie bekommen ein Bill und sie ignorieren es. Unless er weiß, dass die Policy geht lapsen, gehen sie gar nicht stehen. So, es kommt aus, dass die Insurance Company geht automatically auch herausnehmen ein Loan von einer Policy, dass sie bezahlen den Loan Interest.
So, da zahlen dich der Lohninterest durch ein Lohn, da zahlen dich der Premium durch ein Lohn. So, was dir geschehen jetzt ist, also du siehst dich mit der Policy, was hat ein riesiger Lohn. Und dem, wo du bekommen ein Penny von der Lohn, weil der Lohn ist gegangen, oder für Premium, oder für Interest. Kann auch sein, sie gewinnen Lohn, das da rausgenommen, von dir allein, sie gassen machen ein Kind, whatever, sie kaufen ein Haus, whatever the situation is. Jetzt kommt 20 Jahre später, und du willst sie machen die Policy. So, du willst sie machen die Policy 20 Jahre später, machst du ein Cheshben. Ich habe angelegt, lassen wir sagen, 7 Jahre $10,000, ich habe angelegt $70,000. Rausgenommen, du habe ich öfter $30,000, $40,000, okay? Weil ich habe rausgenommen, ich gedenke von 10 Jahren zurück, wo ich dachte, Geld zu kassen machen, aber ich rausgenommen allein $30,000-$40,000. So, bei der ich hatte, normal, darf ich bekommen kein 1099. Ich habe angelegt 70, ich habe rausgenommen 40. So, ich gehe da los, nicht noch ich gehe da los. Ich mache die Policy, und all of a sudden, da sehe ich mich mit einer riesigen 1099 für $50,000. Und ich schreibe, wo es geht vor. Es macht nicht keinen Sinn. Und der Sibbe von dem kann sein, weil die aus der rausgenommen weniger wie das dann angelegt, aber die Insurance Company rechnet alle Move, die ist dann angelegt, ein Premium durch ein Lohn, und alle Move, das dann angelegt, ein Lohn-Interest durch ein Lohn, und das da rausgenommen dem uns Geld. Und das wird jetzt ein Withdrawal, okay? Es ist eine complicated Formula, es ist sehr schwer, es auszurechnen, aber es ist eine wichtige Sache zu wissen, wegen dem sage ich eibig, also ob du hast nicht einen echten, normalen Plan von wie zu bezahlen deine Lohns von einer Policy, lohnt sich nicht zu halten Lohns auf einer Policy long term. Endlich hast du haben Term Insurance, und du sollst nicht, lassen eine Policy sich lohnen. Unless ein Mensch kann nicht kein Term Insurance, weil kann nicht qualifizieren für sein Held, ich kann däumen, kann sein eine andere Sache. But this is in general, wie so Sachen arbeiten, kannst fragen deine Questions bei 845-572-1212, schick ein Text Message mit deinen Questions oder Comments, und auch, ob du willst sein mehr involved in personal guidance, kannst du schicken ein Text Message mit Number 1 zu 845-572-1212. Wisdom